In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIB is at. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind am Fuschgas und heute reden wir über ein Waffenmess, Thailand-Ferien, ganz komische Videospiele und vielleicht auch noch andere spannende Sachen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Fuschgas! Bevor dass wir hier in die Themen starten, André, was war letzte Woche los gewesen? Ja, es ist eine traurige Geschichte. Was war los gewesen? Also, man muss wirklich sagen, wir haben es 50 Folgen geschafft. Folgen aufs Loch haben wir es geschafft. Aufs Loch, dass es nicht passiert. Aber ja, es ist letzte Woche irgendwie ein Wackelkontakt beim Mikrofon. Es ist von deinem Mikrofon. Und durch das hat dann einfach die Spur ab irgendwie Minute 10 hat die eine Spur einfach gefehlt. Ich glaube sogar ab Sekunde 10. Nein, am Anfang war schon etwas dort. Also ist es nicht nur so ein ganz kleines Brösmeli und dann... Kann auch sein. Ist auch völlig nicht wichtig, was ich eigentlich will sagen. Eben, es hat nicht aufgezeichnet und durch das haben wir nur eine Seite gehabt und es hat einfach gar keinen Sinn gemacht, das zu veröffentlichen. Plus, wir hätten es nicht retten können, also, weil halt einfach gar nichts rum war, kannst du auch nichts retten. Und es war jetzt auch nicht unbedingt irgendwie so eine mega krasse Folge gewesen, dass wir es jetzt hätten müssen raushauen. Und es war auch keine Option gewesen, das nochmal zu machen, weil 2 Podcast-Folgen an einem Tag für das ist einfach too neben much. Allem anderen ist einfach too much. Ja. Also wir merken es ja einfach so bei einer normalen Folge. Nach einer Stunde, 1,5 ist man einfach ein bisschen ausgeschossen und es gibt jede Woche, probieren wir ja eine Folge aufzunehmen. Und da eben nach 1,5 Stunden nochmal 1,5 Stunden aufnehmen und irgendwie nochmal gleich probieren, im gleichen Dings, in der gleichen Reihenfolge das Ganze nochmal nachzustellen. Das kommt ja dann dazu. Du redest dann über Sachen und du weißt dann wie nicht mehr, hast du es jetzt gerade besprochen, hast du es vorher besprochen, weil das ist so nah beieinander. Also ich glaube, es wäre noch viel schlechter gewesen wie sonst. Vom Strukturaufbau und so, weißt du. Ja, oder vielleicht gleich gut wie sonst. Wieso gleich gut? Ja, weil wir sonst schon schlecht sind. Ah, meinst du so, wir haben schon den untersten Bottom erreicht? Okay, ja. Nein. Aber wir sind froh, dass wir wieder back sind. Wir haben jetzt da auch immer ein bisschen, die Spuren im Auge, dass das das mal sicher nicht wieder passieren sollte. Ja, weil Fun Fact, wir haben immer das gleiche Kabel. Also, es geht jetzt auch wieder. Also momentan funktioniert es immer noch. Wunderbar, ja. Wunderbar. Und sonst schreiben rein, wenn es nicht mehr gehört. Dann ist schon spät. Ja. Nein, aber wir sind froh, wieder back zu sein. Wir haben in diesen 2 Wochen haben sich doch wieder ein paar Sachen angesammelt. Es stehen wieder ein paar Sachen bevor. Und in dem Fall das mal 51. Folge. 51. Folge, yes. Für Geschichtsbücher. Und ich würde sagen, auch wenn es die 51. ist, ich fange genau gleich an wie sonst immer. Nils, wie geht's dir? Ja, danke vielmals, André. Danke. Ganz eine bewegte Woche. Also jetzt in dieser Woche, die mich ein bisschen geprägt hat, wo ich ein bisschen Schiss in der Hose hatte. Seit längerer Zeit habe ich mal wieder ein Interview, also so ein richtiges Interview müssen machen, wo ich mir da stundenlang gescheite Fragen überlegt habe. Also so
Auf fremde Personen. Auf komplett fremde Personen, die du noch nie gesehen hast, noch kein Wort austauscht hast. Stabil. Und du musst irgendwie in den ersten 30 Sekunden irgendwie sympathisch rüberkommen, aber trotzdem professionell und ein bisschen, ja, das Ganze in ein Setting reinbringen, wo dann... Aber die 2 Interviews, die ich jetzt schon gemacht habe, die sind einmal 1 Stunde und 10 Minuten und das andere 1,5 Stunden gegangen. Und da brauchst du auch ein bisschen Material halt. Ja, natürlich. Wenn der von seiner Geschichte erzählt und dies und das und nachher musst du eigentlich schon die nächste Frage parat haben. Plus im besten Fall ist die Reihenfolge von deinen Fragen genau so, dass wenn er die erste Frage beantwortet hat, du eigentlich sneaky, flüssig kannst reinkommen und kannst sagen, wenn wir gerade beim Thema Blablabla sind, wie sieht es denn mit Blablabla aus? Ja, das haben wir in der Schule auch gelernt, Interview führen. Das ist noch mal ein bisschen schwieriger, weil dann auch noch musst so machen, dass man den Interviewfragende nicht hört und anhand von der Antwort vom Typ die Frage weiss. Das kommt dann noch so dazu, aber sonst ist es genau das. Also du musst dir vorstellen, jetzt müsstest du noch die Frage so formulieren, dass allein an der Antwort von ihm die Frage, die du gestellt hast, ersichtlich ist. Das ist dann noch so der Knacks, aber das ist schwierig. Also so Interviews schreiben habe ich immer mega schwer gefunden, also finde ich immer noch mega schwer, weil... Ja, und also ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie was sind das so, RTL, die 25 Besten, keine Ahnung was, so ist mir gerade in den Sinn gekommen. Und dort eben in diesen Videos, wenn dann so ein C-Promi nebendran eingeblendet wird und dann sagt er eben, die bekannteste in dieser Zeit, bla bla bla, ist das und das gewesen. Und dort tut er wie das Satzteil, das die Frage ausmacht, reinnehmen. Das ist der Cheatcode. Das ist das, wo man es eigentlich... Also so sollte man es nicht machen, darum RTL, gutes Beispiel. Wirklich, weil das ist die einfachste Variante. Dann muss der andere, der die Frage beantwortet, nicht studieren, der Regieführende muss nicht studieren. Das haben sie uns auch gesagt im Studium, wenn ihr jemanden habt, der interviewt und der das nicht anbringt und ihr das aber so geplant habt, dann macht das, sag ihm, wiederholt die Frage, ohne sie als Frage zu stellen. In deiner Antwort zuerst. Ja. Das ist der Trick. Ja. Also, aber das Schwere, was du vorher beschrieben hast, wenn ich finde, so der rote Faden über 1,5 Stunden oder halt, ich sage jetzt ein Interview so im Fernsehen ist dann mehr 10 Minuten, aber halt so das schnell mal so einen roten Faden durchbringen und das im Vorhinein schon zu wissen, weil es kommt ja dann noch dazu, gut, bei dir vielleicht jetzt weniger, aber im Fernsehen ist das krass, du willst ja eigentlich schon mit der Frage bestimmen, was die Antwort auch ist. Weil du willst ja eigentlich, du willst nicht ihn unbedingt als irgendetwas darstellen, aber du hast Fragen, eine Thematik, wo du gewisse Antworten darauf möchtest. So. Und ja, das ist dann schon hure anspruchsvoll, das alles miteinander. Ja, und gerade eben, wenn wir beim Thema Fragen stellen sind, geschlossene Fragen, offene Fragen, je nachdem irgendwie so wo ich da dran war, um die Fragen zusammenzustellen, mir überlegen, was kann ich dieser Person jetzt genau was kann ich sie fragen. Irgendwie am Anfang sind alles geschlossene Fragen gewesen. Ja. Also das ist so der Normalfall. Ja, weil man so oft in seinem Leben eben geschlossene Fragen stellt. Aber das ist ja genau, wie man jetzt beim Interview schreiben merkt, so ein bisschen der Fehler. Weil auf geschlossene Fragen gibt es nur immer schwarz-weiße Antworten. Und eigentlich ist ja eigentlich scheiße langweilig. Und es bringt dir eigentlich auch nichts. Aber wenn du denkst, wie oft im Leben man so Fragen stellt, eigentlich, das ist völlig krass. Aber beim Interview kannst du es halt dann nicht brauchen. Ja. Was bringt dir das? Gar nichts. Ja. Und darum Shoutouts zu OpenAI, ChatGPT. Bitte formulieren wir diese Frage als offene Frage. Und dann hat er so 3-4 Vorschläge gemacht und dann hast du ihn so ein bisschen zusammengesetzt und so. Geil. Also jetzt bei dieser spezifischen Aufgabe hat er sie gut gelöst. Das glaube ich, das ist so Grammatik-Shit und so. Das ist heftig. Und dann ist es dann häufig so, erzählen Sie aus Ihrer Erfahrung. Das ist so das normale Baustein, das dann ChatGPT gerne am Anfang so rein da hat, wie das und das in deinem Leben sich gestaltet. Ja,
Ja, und es gibt ja dann auch noch Fragen, die so halb gut sind, also so halb offen, halb zu, wo man mit einem Wort kann antworten kann. Und das willst du ja auch nicht. Du möchtest eben wirklich, dass der andere erzählt. Ja. Und trotzdem sollte die Frage so spezifisch sein, dass er das erzählt, was du ja wissen willst. Ja, ganz also genau. Es ist ein mega schwer Gratwanderung. Aha. Das ist schon krass. Ja, und was jetzt in meiner Bachelorarbeit noch interessant ist, jetzt mit den Interviewpartners, ich habe so 2 Gruppen habe ich gemacht. Mit der einen Gruppe mache ich 3 Interviews, mit der anderen 2 Interviews. Sind von allen Gruppen eigentlich beeinträchtigte Menschen. Also jeder hat irgendwo ein Leiden, eine Sehbeeinträchtigung oder der eine ist gehörlos, der eine ist farbenblind, der eine ist komplett blind, der andere hat irgendwie noch das Restvermögen auf dem einen Auge von 10% und kann noch so ein bisschen schwarz-weiß Kontrast und so feststellen. Aber alles so ein bisschen mit den Augen, also... Nicht schon nicht im nur. Rollstuhl, oder? Nein, im Rollstuhl jetzt nicht, weil meine Bachelorarbeit zielt vor allem auf digitale Barrierefreiheit ab. Ja, das ist ein wichtiger Fakt. Ja, also das wird auch gerade auf der allerersten Seite so ein bisschen klargestellt, weil Barrierefreiheit ist ein riesiges Thema. Und eben jeder, der schon mal an einem Bahnhof war, und das ist wahrscheinlich schon jeder, und so die weißen Markierungsstreifen auf den Perrons, dass man nicht drüber fliegt oder ins Bahngleis runtergeht oder so. Hat ja alles einen Zweck. Und vor allem jetzt eben die weißen Markierungen sind ja für die Blinden herum, Genau. dass die ein bisschen wissen, wo durchlaufen. Jetzt ist das Thema, dass in der EU so ein Gesetz auf dem Weg ist, wo vor allem auch digitale Sachen, also Apps oder Webseiten und so Sachen für den Privatsektor probiert zu verbessern. Also barrierefrei zu machen oder verbessern? Jetzt ja. komme ich nicht ganz draus, Entschuldigung. Ja, also das Ziel eigentlich von diesem Gesetz wäre schon, barrierefrei zu machen. Weil theoretisch Aber ist es mir, so blöd es tönt, scheißegal, wie es für die anderen ist. Also jetzt so aus reiner User-Perspektive. Aber, ja, und es ist jetzt wirklich mal crazy, so Politik, das niedergeschriebene Gesetz durchzulesen und so, okay, das muss man so und sonst gibt es einen Buß in Deutschland bis zu 100'000 €. Da lacht der Staat. Genau, und nachher Barrierefrei. sprich ich gestern mit einem sehbeeinträchtigten Programmierer für eine Grossbank hier in der Schweiz. Und der sagt, auf seinem Arbeitsweg muss er über 5 oder 10 Ampeln drüber laufen. Und das kennt auch jeder, so die gelben Kästchen. Wenn es grün für den Fußgänger ist, dann sie unten dran so vibrieren. Und auf seinem Arbeitsweg funktioniert einfach keins. Ja, super. Und die gelben Kästchen, die gibt es ja schon verdammt lang. Aha. Und trotzdem, also sogar an den Basic. sogar an den allereinfachsten Sachen, wo es schon x Jahre gibt, scheitert es noch. Und also mit diesen 2 Personen, der eine so als Unternehmensvertreter, der ist in einem Beratungsunternehmen tätig, wo genau andere Unternehmen zum Thema Barrierefreiheit schulen und beraten und so. Witzige Gag ist Nein, also das Ding ist doch so, Leute mit einer Beeinträchtigung, entweder können sie so nicht viel, oder sie arbeiten in einer Richtung, die genau für das arbeiten. Ist das nicht so? Ja, absolut. Ich habe gefühlt, immer, wenn ich irgendjemand, der blind ist oder so, die Leute die setzen sich auch immer auch für das ein. Also vielleicht ist es auch traurig, weil es sonst keiner macht und so. Aber das ist schon ganz so sicher. Das ist doch wirklich so irgendwie gefühlt. So. Ja, also das Spannende ist eben, die 2 Personen, die mit mir jetzt über das geredet haben, die sehen das jetzt eigentlich, beide nutzen das voll als Vorteil. Weil ihnen ein Sinneskanal, blöd gesagt, fehlt. Ja, safe. Also das ist wirklich, mit denen verdienen sie jetzt ihre Brötchen. Alter, sie hätten 100-mal das Recht. Sie dürften sogar 10-mal mehr verdienen. Ja. Ich meine, das ist, also ich finde das ich finde das mega cool, so, dass die Leute dann mit so etwas weitermachen und es für andere. Also wir in der Pflege haben ja auch Leute im Rollstuhl gehabt, die gekommen sind. Die gehen in die Klassen von jensten Leuten das machen, auch nicht unbedingt für sich,
aber sie können etwas verdienen mit dem, was sie geprägt hat und können unglaublich gutes Wissen verbreiten. Ja. Also das ist eine mega noble Geschichte. Extrem und voll verdient. Also beide... Das ist so scheiße. voll verdient, das ist behindert. Aber oh mein Gott, ich muss aufhören reden. Nein, aber der Punkt ist ja, sie machen absolut das Beste aus der Situation. Ja. Und beide so haben gesagt, so, hey, sie sind mit dem so auf die Welt gekommen, sie kennen es nicht anders. Oder der Unternehmensvertreter, der hat, als er geboren worden ist, hat er noch ein ganz kleines Sehvermögen gehabt, hat Farben gesehen, hat Formen können erkennen. Und er hat gesagt, er kann sich noch an die Farbe Blau und an Rot und so kann er sich noch erinnern. Ja. Und er ist 61. Wow, oh mein Gott, das macht mich gerade fertig. Ich kann so nicht schätzen, dass ich all das Zeugs gesehen, wenn das dann hörst. Ja. Und er hat dann gesagt, ja, er weiss noch, wie ein Ferrari aussieht und so. Wow, geil, das und sie machen wirklich das absolut Beste aus der Situation. Und eben zum Thema Nobel, sie probieren ihre Welt für andere, die das gleiche Leiden haben oder ein ähnliches Leiden, halt auch besser zugänglich zu machen. Ja. Und das ist dann 20 Seiten weiter in der Bachelorarbeit, dann so ein bisschen das Fazit. Politik schafft komplett in eine falsche Richtung, wie es eigentlich die beeinträchtigten Menschen wirklich bräuchten. Mhm. Und mir ist auch noch ein moralisches Dilemma ein bisschen aufgefallen. Wenn jetzt, blöd gesagt, man als Mensch, der super gesund ist, kommt und jetzt sagen wir, ein Business aufmacht mit Leuten mit Beeinträchtigung und dann in dem Sinn durch das selber stinkreich wird, muss man sich eigentlich noch die moralische Dinge anhören. Hey, du als gesunder Mensch hast mit dem Leiden von anderen Leuten Geld verdient. Dabei wäre es ja eigentlich... Also, es ist ein Dilemma. Es ist gerade, vielleicht ist es gerade komplett wack, was ich gerade gemeint habe, aber so, das ist doch eigentlich dämlich. Ja. Aber weißt du, sagen wir, du machst jetzt ein Behindertenheim und du hast dort hohe Preise. Und am Nachttisch mit Bier heisst es einfach, ja, die nehmen dich aus. Und dann kaufst du mit dem einen Ferrari. Dann bist doch du der Double. Obwohl, am Ende des Tages hast du eigentlich ein Heim gegründet, hilfst. Also, weißt du, siehst jetzt vielleicht, was mein Dilemma ist. Aber es ist eigentlich blöd. Ich habe das Gefühl, genau das Dilemma, das gibt es auf 1000 andere Arten auch sonst in der Welt. Und dort haben wir so das Gefühl, nee, ist nicht so schlimm. Safe. Aber, nicht so schlimm. Ich finde das ja auch nicht so schlimm. Man würde jetzt nicht... Also je nachdem, wenn du jetzt die Leute abziehst, dann ist es dann etwas anderes. Aber wenn du fair bist, dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber es ist einfach im Kopf irgendwie ein komischer Vergleich, finde ich. Ja. So. Aber ich muss jetzt gerade ein anderes Beispiel in den Sinn. Bin ich bei dir, ja. Ja, und eine wirklich coole Frage, das haben jetzt beide am Schluss des Interviews, ich habe das auf Hochdeutsch, ganz am Anfang habe ich gefragt, ob wir das Interview auf Hochdeutsch machen können. Nein. Dann mussten wir auf Hochdeutsch umstellen. Habt ihr das getan? Das haben wir getan. Und Sapperlot. am Schluss habe ich dann wieder auf Schweizerdeutsch gewechselt und gesagt, hey, das wäre es jetzt gewesen, wir können wieder auf Schweizerdeutsch wechseln. Mega coole Einblick. Vielen Dank für deine Einblicke. Ja, deine Einblicke. Ja. Der mit dem Einblick ist mit dem Einblick ist, glaube ich, übergekommen. Ja, vor allem. Wir reden von blinden und nachher halt gefragt, hey, wie war es für dich gewesen und so. Und beide haben gesagt, hey, merci vielmals, dass du dich so krass für das Thema jetzt interessierst und mich damit so krass auseinandersetzt. So Fragen haben sie jetzt auch noch nie gestellt bekommen. Und eine Frage, die ich halt mega cool finde, ich tue sie auch lustig so ein bisschen formulieren. So, stell dir vor, du wärst König von Europa und du müsstest ein Gesetz verabschieden, das quasi effektiv und für einen sehr grossen Teil der Unternehmen und so umsetzbar ist. Wie würdest du als König agieren? Und das ist noch mega spannend, so ein Beeinträchtigter, der einen Sinneskanal nicht hat, dann einfach mal so frei raussprechen zu lassen. Ja, mega. Voll. Ja, ich finde das ein cooles Thema, es ist spannend. Es ist vielleicht für Comedy ein bisschen schwierig so.
Ich habe die ganze Zeit immer so überlegt, will ich jetzt noch einen Witz mehr machen oder nicht, aber am Schluss ist es eben genau das Problem. Ich habe mega Respekt vor so Leuten, das ist mega stark, weil eben, ich habe auch schon so Leute kennengelernt, ob sie jetzt im Rollstuhl sind oder egal was das man hat. Die Leute schätzen das Leben unglaublich und holen es mega viel, wahrscheinlich mehr wie die meisten gesunden Leute aus dem Leben raus. Und darum, ja. Und beide, also wirklich beiden ihren Humor absolut Legende. Ja. Also sie haben auch immer sich selber wieder auf die Chippe genommen. So, der erste Interview-Dings, der hat voll das geile Setup bei sich daheim gehabt. Also auch so ein bisschen gaming-mässig eingerichtet. Die ich dann gesagt, ja, sieht mega cool aus, da mit dem Gaming-Chair und Tastatur und alles und so. Was so leuchtend? Ja, sie haben geleuchtet. Boah, geil, da wäre ich voll. Und nachher ich gesagt, hey, sieht voll geil aus und so. Und nachher hat er gesagt, ja, ich glaube, es ist geil. Ich habe es noch nie gesehen. So ein geiles Sieg. Ja, wirklich. Also aber auch coole Frage von dir, was sieht geil aus? Ja, also, wie lange sind wir Gespräche? Minuten so. Das erste Interview, die ersten 10 Sekunden und dann ist voll ins Fettnäpfchen. Im Rollstuhl, so nach 20 Minuten sagst du, er läuft bei dir. So, Bruder, kannst du da ist sie mir rollen. Ja, eben, genial. Ja. Aber eben wirklich, die haben mega coolen Humor. Nehmen sich selber nicht so krass ernst. Ja. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Ich habe letztes Wochenende vom Felix Lobrechts All You Can Eat Comedy-Programm geschaut. Das kann man nur auf allyoucaneat.stream.com oder .de oder so. Kann man das schauen, kann man für 10 Stutz kann man das kaufen. Und ja, es ist ein hammer cooles Programm. Er spielt es live dort in der Mercedes-Benz Arena. Und es ist schwarzer Humor durch und durch. Aber es ist auch die Thematik, die wir jetzt so ein bisschen mit dem Galgo-Humor angesprochen haben, wo er dann auch noch mal kurz ein bisschen realer anspricht, weil er erzählt von einem sterbenden Fan, der ihn noch gesehen hat. Und tut das halt alles richtige Story. Nach echten Begebenheiten. Genau, aber halt in ein Comedy-Programm umgemünzt. Und dann am Schluss einmal noch geschwind ein bisschen ernster. Aber es ist mega gut, es passt gerade super zu dem Tag. Also wenn ihr Felix Lobrecht cool findet, das Programm ist empfehlenswert, auch wenn es mal 10 Stutz kostet und man sonst eigentlich gratis überall etwas anderes schauen können. Aber das hat sich gelohnt. Das war gerade mega passend für das. Ja. Empfehlung von mir. Ja, muss ich sicher auch mal reinschauen. Ja, es ist witzig. Das, was du vorne schon mal so nebenbei mal erwähnt hast, genau. Das entspricht genau meinem Humor. Ja, also man kann eigentlich kann man nichts sagen. Weil es ist sein Programm, das er verkauft. Wenn ich jetzt einen Witz blöd sage, es ist völlig Spoilern. Also weißt, privat ist das eine, aber nicht so ein Podcast. Also gönnt es euch. Es lohnt sich. Super gut. Ja, nice. So. Schaue ich sehr gerne auch mal rein. Thema Comedy, Thema irgendwo verstaubt sein. Diese Woche ist bei mir noch ein GV, eine Generalversammlung angestanden. Oha. Und zwar mit Eigengrau sind wir ja in einem Verein drin. Also, nein, nennen wir jetzt nicht. Nein, nennen wir nicht, aber ein Verein. So, irgendwo. Fix. In der Schweiz. Total. Das Lausanne haben wir so ein Verein. Das Lausanne, Neuchâtel, irgendwo dort. S'il vous plaît, je m'appelle Andrisus. Exactement. Ja, pourva, pututu. Ich habe kein Wort Französisch, unglaublich. Si tu veux, nous pouvons parler français. Désolé. Pour moi, c'est pas de problème. Das sagt immer der Stefan Büsser in seiner Late-Night-Show. Désolé. Désolé. Ja, wenn es um Französisch geht, weil die können auch kein Französisch. Désolé. Aber was heisst Désolé? Also, ich entschuldige mich. Ah, Désolé. Je suis désolé. Ah, easy. Ja, dann eben, dann passt es voll. Ja. Sorry, zurück, genau, Comedy. irgendwo Neuchâtel, Genf, dort, Neuenburgersee, irgendwo dort umeinander. Irgendein Verein. Entschuldigung. Ja, so. Genau, oder vielleicht ist es jetzt Graubünden oder zu Bern, irgendwo in einem Kanton. Sind wir in einem Verein und dort hat es jetzt diese Woche Generalversammlung gegeben. Und das ist so richtig. Also ich bin auch schon länger nicht mehr an einer Generalversammlung gewesen, aber
dann so am Anfang den Stimmzähler bestimmen. Und man hat schon vorne gewusst, sind das so random Leute aus dem Publikum, so, wer will Stimmen zählen und dann streckt man so auf? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin glaube noch nie an einer also GV es sind irgendwie plus minus sind 100 Leute dort gewesen. Also so in einem grossen Saal. Schrägstrich Restaurant, irgendwo in Neuchâtel. Und nachher noch auf den Genfersee. Und dann nachher Genfersee. Ja. Und dann, genau, und dann der vorher dran halt durch den Abend geleitet, geführt hat. Showmaster. Ja, der Showmaster, genau. Im linken Ecken mit einem Kampfgewicht von 200 Kilogramm. Der Showmaster. Der hat dann wo es um den Stimmzähler gegangen ist, es gibt halt in diesem Verein in Neuchâtel gibt's so ein paar Hauptcharaktere, die jeder kennt, wo jeder irgendwo gerne hat und so. Einfach so Dorfikonen. Die sind dann Stimmzähler gewesen. Und dann am Anfang so, dass die obligatorischen Traktanten alle einmal aufheben mit dem Stimmzettel. Oh. Das ist noch richtig. Also so richtig gewesen. Oldschool-mässig. Und nachher ist es so darum gegangen, ob die Leute, die jetzt drin waren, ob die wiedergewählt werden und so, ob es Gegenstimmen oder Enthaltungen gibt. Und irgendwie hat einfach jeder immer Ja gesagt. Gut. Und dann nachher, sind noch ein paar Kollegen von Neuchâtel am gleichen Tisch gehockt. Und danach habe ich mal gesagt, du, soll ich den Erich Weber machen? Ja, ich schwöre, ich habe auch das gedacht. Einfach aus Prinzip einen Nein-Stimme. Mal einen, der Nein sagt. Ja. Und nein, ich habe es dann nicht durchgezogen, weil an diesem Abend, unsere Firma war ja ein Neumitglied, das ist das erste Jahr. Die hätte ich noch jeder gekannt. Ja, hart, ja. Hat uns wirklich von A bis Z jeder einmal mal mit einem komischen Gesicht angeschaut. Zu Recht, genau. Aber ich habe dann den Erich Weber nicht abgezogen. Aber wäre schon geil gewesen. Ja, und dann ist das irgendwie hin und her und das und dieses. Und am Schluss, so bei der Jahresrechnung, die angenommen worden ist, und der Säckelmeister, Finanzmeister von dem Verein, hat dann eben so in den Raum von Altersdurchschnitt 50, 55. Du hast ihn auf so. jeden Fall gezogen. Ich habe hart runtergedrückt. Hat er dann so in den Raum hineingeworfen. Ja, er hat da in der Nachbarsgemeinde, da in Neuchâtel, hat er gesehen, dass der Nachbarsverein so ein bisschen mit, wie heisst Instagram und wie heisst dieses mit dem blauen, nicht Facebook, LinkedIn. Mit dem blauen, nicht Facebook. Mit dem LinkedIn hat der Nachbarsverein damit angefangen. Und der Verein, der macht jedes Jahr Gewinn, obwohl der gar keinen Gewinn machen soll. Ob der Verein jetzt nicht auch plötzlich so ein LinkedIn könnte brauchen. Mhm. Und dann haben sie irgendwo mal so Offerten eingeholt, dies und das. Und das hat so eine ziemlich komische, zweigespaltene Stimmung im Raum gesorgt. Wow, da sind sich mal nicht alle einig. Ja. Also es sind halt gleich noch ein paar Handwerker und so. Und das Ding ist halt auch, das muss man schon fairerweise auch sagen, ganz viele Unternehmen haben schon selber irgendwo einen LinkedIn-Account, ein Insta oder ein TikTok und so. Und die haben selber schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, wie viel kann das bringen, oder halt sind auch ein bisschen mit einem alten Ansatz dahinter, was einfach irgendwie ja, so 0815 uninteressante Posts machen. Mhm. Ja, und vor allem müsste ja eigentlich zuerst mal darum gehen, was ist denn das Ziel? Genau, das ist am ganzen Abend gar nicht genannt worden. Super, yeah. Der Input war nur, ja, wir könnten es ja mal machen. Aber was mal ist schauen. Das Ziel? Will man mehr Leute erreichen? Ja, also, das frage ich jetzt nicht dich, sondern das frage ich jetzt in die Luft raus, blöd gesagt. Ja. Was ist denn das Ziel? Egal. Yeah. Ja, das Ziel ist aber irgendwie, wir helfen gerne. der Nachbarsverein hat das und irgendwie
hat das mal jemand gesehen und dann könnte man das ja auch haben. Gut, das Ziel ist schnell erreicht. Das Ziel ist sehr schnell erreicht. Voll, ja. Machen wir noch besser wie der andere Verein dahinter. Dann kommt der andere Verein auch noch zu uns. Ja, finde ich gut. Ja, Nein, ja. wobei, ich weiss nicht, ob wir uns dann für unseren Verein... Nein, wir nehmen alle. Wir nehmen alle. alle. Es heisst so, Wir geben überall das Beste. wir sind nicht käuflich, doch für Geld machen wir alles. Ganze Hut. Gibt's Ganze Hut, Bruder. ganze Hut. Ganze Hut. Ganze Hut. Ja, das ist so ein Spruch. Das So. ist ganz weird eigentlich. Ganze Hut ist sowas Grusiges. Stell dir mal vor, Ganze Hut, das ist ja nur so eine Hut mit so hohen Punkten und Hügeln drauf. Und das beschreibt so, dass es dich früher... What the fuck? Ja, aber das ist Ist ein man sagt positives ja, Wort? aber man sagt ja, wenn du Hühnerhaut hast, Ja. dann hast du ja kalt. Aber Das Gänsehaut ist positiv. ist irgendwie etwas anderes. Es ist halt positiv. Also es ist schon das Gleiche, aber aber positiv. anders. Hühnerhaut ist wie schlecht Ist und negativ. Gänsehaut ist für mich positiv. Ja, schon. Aber obwohl es... Du könntest es auch negativ verwenden, aber es ist für mich eher positiv behaftet. Aber etwas mega Weirds eigentlich. Ja, schon. Gänsehaut. Ja, und ich kann mir noch nie Nein, ich auch Gedanken nicht, über bis jetzt Hühnerhaut und Gänsehaut gemacht. Und das eine ist so schlecht, das andere ist so gut. Aha, Dabei haben wir eigentlich voll nichts mit Gänsen zu tun. Wir haben viel mehr mit Hühnern zu tun. aha. Sollten viel mehr unsere Kollegen sein. Eigentlich müsste die Hühnerhaut gut sein. Kollegen? Ja, safe. Hast du Hühnerkollegen? Leider nicht. Das Ganze müssen wir- Kollegen? Eben auch nicht. Aber ich hätte eher Hühnerkollegen. Ja, das weiß auch nicht, was. Ja. Nein, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das Lustige oder das Resümee an dieser GV war dann, ist dann irgendwie 10:30 geworden, wo ich dann langsam wollte aufbrechen. Und dann nach einem Stammtisch vorne, wo dann der Vorstand gehockt ist, hat dann gesagt: Moment, Nils, anhocken, da bleiben. Und dann haben sie meine Telefonnummer aufgeschrieben und sie melden sich dann irgendwann bei uns melden. Okay, das wird interessant. Genau, ja. Es Ja. bleibt spannend. Es bleibt spannend. Spannend. Voll. Was siehst Ich habe gerade ein Strassenschild gesehen, wo ich noch nie darauf geachtet habe. Und jetzt habe ich es gelesen. Aber ich kann es nicht vorlesen, macht irgendwie keinen Sinn. du? Ja, es ist ein Berg, steht drauf. Also wenn Ja, der das... Sentis steht drauf, aber Aha. ja. 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 Gänsehaut. 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 Das Wort müssen wir ein bisschen mehr einbinden. Ja, ich finde auch, das ist Habe ich eigentlich das Gefühl, ein das ist cooles Wort. wirklich geil. Ja. Gänsehaut. Das ist wirklich geil. Und das hat doch irgendwie so Vor allem einen... mit Ketchup. Das hat doch irgendwie einen deutschen YouTuber, der so Musik reviewen. Das weiß ich nicht, aber Habe es ich ist schon gemeint. aus der deutschen Bubble, von dort habe ich es jetzt auch Gänsehaut. recycelt. Und das Meme mit Gänsehaut habe ich das erste Mal gesehen, wo der Adi Totoro so einen Freestyle gemacht hat. Ich mache einen Rhyme. Meine Bitch, die ist... Keine Ahnung. Das ist eine Ü18-Party. Und dann Gänsehaut. Gänsehaut. Irgendwie aber so das ist- auch so geil. ist das Ich find- Video ich find den gegangen. witzig. Ja. Oder Schere. Schere. Heb die Schere. Das heisst so viel wie so etwas ist doch passiert, aber du willst es nicht zugeben oder so. Ja. Und dann Schere. Also wenn ich dir irgendwie sage so und dann hast du sie abgeschleppt und dann sagst du Schere. Ja. So, in dem Kontext. Das habe ich das erste Mal Schere, habe ich beim Noreax, habe Ja. ich das erste Mal gehört. Also das kommt vom Ding, vom Schere, Stein, Papier. Nein, das kommt vom Solution. Vom Solution. Ich weiß nicht, kennst du auch? Der ist so Kenn ich Monte. nicht. Monte Electric Solution. Das sind die drei, die immer miteinander schon jahrelang das Zeugs gemacht haben. Die Solution ist so ein bisschen der kleinste von allen drei, darum kennst du ihn wahrscheinlich auch nicht. Der wohnt auch auf Madeira, der Solution, und der hat Schere. Das ist von ihm. Aber wie das bei ihm genau entstanden ist, weiß ich nicht. Das war wieder nicht Schere, Stein, Papier, es war aus irgendeinem Spiel gewesen, oder glaube vom irgendetwas mit SpongeBob. SpongeBob? Mit dem Krebs da, Alter. Der hat Mr. ja Schere. Krabs. Der Mr. Krabs. Und es gibt einen Oder der Larry ist auch- Es gibt ein Emote auf jeden Fall von dieser Kralle vom Mr. Krabs. Und das ist das Schere-Emote. Bei ihm. Von dem okay. kommt es. Aber wie das entstanden ist, weiß ich Jawohl. nicht. Ja. Ja.
Ja, voll, das ist lustig. Ich muss, das muss man aufschreiben. In der nächsten Podcast-Folge gibt es ein paar SpongeBob-Verschwörungstheorien. Boah, finde ich geil, ja. Also es gibt so geile Verschwörungstheorien in Bikini Bottom. Warum das zum Beispiel im Himmel gibt es ja so die gezeichneten Blümchen. Ja, ja. Und es gibt, zu denen gibt es eine Verschwörungstheorie. Es gibt eine Verschwörungstheorie. Habt ihr euch schon mal darauf geachtet, wie viele Krabben das eigentlich im SpongeBob gibt? Es gibt den Mr. Krabs und es gibt den Larry. So der Muskelprotz ja, genau, Larry. Ja, der Larry. Und sonst gibt es keinen Krabben im SpongeBob-Universum. Aha. Sonst sind alles Fisch oder Schwämme oder Seesterne. Ja, und ich mag mich erinnern, wenn es so, es gibt doch dann immer die anderen Tiere, die einfach fucking Tiere sind, wo dann einfach so ein Krebs ist. Das gibt es, glaube ich, aber es gibt keinen Charakter. Und nachher, das Ding ist, also das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, die ich vorwegnehme. Die große Krabbe, die verkauft ja Krabbenburger. Und das ist jetzt quasi die Verschwörungstheorie, dass der Mr. Krabs all seine Artgenossen in der grossen Krabbe zubereiten und er der einzige Krebs ist. Und der Larry. Und der Larry, dort gibt es irgendwie noch eine andere Theorie, weil der Larry ist ja ein Hummer. Der ist so Man in Black-mäßig unterwegs. Immer wenn jemand anders einen Krabben sieht, dann Blitzdings drin. So Blitzdings! Blitzdings? Ja. Aber wie hat das Gerät geheißen bei Man in Black? Geblitzdingst. Geblitzdingst. Ich glaube, die haben dem geblitzdingst. Das Blitzding. Also es gibt schon einen Namen, Neutralisator oder irgendetwas. Ja, Neutralisator. Ja. Das ist mir jetzt gerade, wo das Wow. kommt, ist keine Ahnung. Das ist aus meinem Kopf rausgekommen, Aha. im Maul draussen gewesen und wie normal, wenn ich etwas sage, noch gar nicht im Hirn ankommen. Gänsehaut. Einfach ums Gänsehaut. Gänsehaut. Hüsch. Ja. Nein, SpongeBob-Verschwörungstheorie. Ja, finde Ich ich das ganz nächste Mal ein paar vorbereiten. Sehr gerne. Gibt es, glaube ich, wirklich fast zu jedem Charakter gibt's so ein bisschen strange Sachen. Oh, finde ich geil. Aber finde ich hure Das ist lustig. hure witzig. Voll. So cool. Und wenn wir TikTok würden machen, würde es vielleicht auch Klicks geben. Ja, definitiv. So eine Verschwörungstheorie Ja. vom SpongeBob. Definitiv. Dann müsste es dann so ein bisschen zu ernst verkaufen. Ja, mit dieser Illuminati-Musik im Hintergrund. Genau. Ja. Mit der hier. Ja, das Ja. würde fix funktionieren. 100%. Ja. Aber da gibt es schon genug, was machen. Wenn wir gerade beim Thema Funktionieren sind, ich habe diese Woche etwas herausgefunden, das überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Oder wo richtig dreckiger Bullshit war. Ich bin am Montag habe ich mal wieder Schule gehabt und Ja. ich bin vor Ort vorbeigegangen, kann ich nachher nicht dazu ausholen. Aber zum schnell die Story abhandeln. Wir sind dann in Zürich, wo eigentlich in Neuchâtel irgendwo, zum kein Restaurant genau müssen nennen, Neuchâtel-Restaurant. Jetzt brauchen wir etwas anderes. Neuchâtel ist schon Neuchâtel unser Verein. zu Basel. Basel haben wir auch nicht so gerne. Ja, Basel ist nicht. Hast du Basel gern? Ich habe nichts gegen Basler. Sie haben für mich noch einen lustigen Dialekt. Ja. 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 Ich kenne eben einen chilligen Basler, darum den Basler habe ich gerne, aber grundsätzlich bin ich auch nicht so Basel-Fan. Ja. FCB, FCZ, GC, IB. Da bekenne ich mich aus Sicherheitsgründen nicht dazu. Nein, also mein Großvater GC und durch das ich irgendwie auch GC. Bin aber da nie voll drin gewesen, also eigentlich nicht. Ich bin mehr meistens bei diesen Spielen für den, der weniger krass Der, ist. der gewinnt. Das im Nachhinein dann. Je nachdem, wer mir es erzählt. Nein. Fix, ja. Also in dem Fall irgendwo in Basel ein Restaurant. Und dort, ich habe in meinem Leben noch nie einen, jetzt aufpassen, Himalaya-Burger. Oha. Ein Himalaya-Burger habe Den ich gibt es dort. sicher in ganz vielen Restaurants in Basel. Jetzt weiss man Ja. gar nicht, wo das ist. Auf jeden Fall. Ich habe wirklich bis dato habe ich noch nie einen Was ist Himalaya-Burger. denn ein Himalaya-Burger? Habe ich mich auch gefragt, bis ich so einen Burger vor mir hatte und wirklich am allerliebsten hätte es gerade wieder retour Nein, in ist die es Küche ein retour. Veggie-Burger gewesen? Nicht oder einmal, zum Glück nicht. Weil das Restaurant hat 5 Menüs gehabt. Und das ist ja immer am Baumen.
der Restauranttester. Ja, der Restauranttester. Der Baume, an dem sein Fazit in jedem Restaurant war ja immer, eure Menükarte ist zu gross, ihr müsst weniger machen und das, was ihr weniger macht, dafür gut und dann kommen die Leute. Das ist in jedem Restaurant, wo er vorbeigegangen ist das ein bisschen das Hauptfazit gewesen. Auf jeden Fall, das Restaurant in Basel hat 5 Menüs gehabt. Das erste normal, das zweite vegetarisch, dann auch. Irgendwie 3 waren vegetarisch und 2 waren Fleischgericht. Ja. Und ich habe mich für ein Fleischgericht, für den Himalaya-Burger entschieden. Und jetzt eigentlich so das Spezielle an diesem Himalaya-Burger war, dass das Brötchen nass war. Nass? Nass. Was? Also Nass. mit Wasser oder? Mit Wasser. Also du, der jetzt zuhörst, stell dir vor, du gehst zum Beck, holst dir ein Bäuerli, so ein richtig knuspriges, geiles Bäuerli, rührst es in den Zürichsee, lässt es 2 Minuten schnell ein bisschen schwimmen, dass alle Entchen mal ein bisschen dran picken können. Ja. Genau. Dann nimmst du es wieder aus dem Zürichsee raus, tust es irgendwie in die Mikrowelle, um es ein bisschen heiß zu machen und tust dann dort Fleisch rein. Nein. Hey, das ist nass. Das war richtig wüst. Was hat das mit dem Himalaya zu tun? Das habe ich mich auch gefragt. Hey, aber ein nasses Bann. Also wirklich, und also ich habe dann meinen Sitzplatz, ich habe in die Küche so hinterher schauen. Und das ist wie so die Momos, die man macht, die Teigtäschchen. Die werden ja auch so im Dampf gekocht. Oder so ein bisschen warm. Dampf. Ja, so Steamer-mässig. Steamer? Ja, jetzt sind wir 50, wir dürfen. Wir dürfen. Hast du einen Steamer daheim? Ja, übertreiben. Nein, habe ich nicht. Nein. Doch, im Backofen. Brauche ich nie. Auf jeden Fall, eben, das wird irgendwie mit so Dampf wird das Brötchen nass gemacht. Und das Fleisch ist irgendwie Pulled Pork. Wow, das ist geil. Wow, Pulled Pork, das ist geil. Bis jetzt. Also das aber das nasse Brötchen hat einfach alles zu Sau gemacht. Ja, aber wie kommst du auf die Idee? Also ist es echt extra so gewesen, oder ist es der Burgerbraten, der keinen Bock hatte? Nein, es ist schon ganz bewusst nass oder mit dem Dampfzeugs gemacht also worden. Sind wir vielleicht auch einfach Banausen? Kulinarische Banausen, ja. Tatsache. Also mich macht das jetzt auch gar nicht an. Nein, also ich habe das, zum ehrlich sein, habe ich das irgendwo bei Galileo Pro7 habe ich das schon mal gesehen. Und ich glaube, das ist dort eine türkische Spezialität gewesen. Dass man so nasse Brötchen und dann auch irgendetwas reinfetzen. Aber was das eben mit dem Himalaya zu tun hat, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ganz, das habe ich noch nie gehört. Ja, ein nasser Burger. Aus meiner Perspektive wirklich Frust von der Woche. Das Geld, das ich dort in diesem Restaurant in Basel liegen lassen habe, das hat mich richtig gereut. Ja. Aber dafür kann ich jetzt ein geiles Geschichtchen hier im Podcast droppen. Ja, mega. Und mit Frust von der Woche habe ich ein gutes Stichwort, weil ich auch so einen Frust von der Woche erlebt. Wir waren an einer Waffenmesse am Wochenende. Also, was heisst Waffenmesse? Eigentlich wirklich das, was es ist. Du kannst dort Waffen posten. Es hat dort alle möglichen von Waffen. Ja. Läuft das so? Nein, ich glaube, ist das der Borat? Ich denke, du sagst, läuft das so amok. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, was? Und jetzt habe ich es selber gesagt. Nein, aber ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, es gibt ein Video, wo der Borat, der geile Schauspieler, mit seinem Charakter als Borat zu Amerika auf eine Waffenmesse geht. Okay, krass. Und dort halt bei diesen Super-Amis, die da mit dem fettesten Ford-Truck und so einen Predator oder Desert Eagle Pistole, keine Ahnung was. Waffe, ja. Dort eben mit seinem geilen kasachstanischen Dialekt. Lustig. Ja, also es ist eigentlich wie in Amerika, was du dir vorstellst, in Scheisse und in klein gewesen. Hat 18 Stutz Eintritt gekostet, hätte es.
Wir haben aber das Billett einfach geschenkt bekommen vor der Tür raus. Das war noch witzig. Wir sind angestanden hin an der Schlange für die Billett kaufen. Und dann sind die Leute rausgelaufen und haben uns die so gegeben. So erwachsene Menschen, weißt du, die so wie so Drogen haben, so in die Hände gesteckt. So, ja, wirklich lustig gewesen. Aber es war schon mal der erste Critic Point, wo wir gefunden haben, hey, Scheiße, wenn die uns das Billett jetzt schenken, ist das so kacke, was haben die, wieso sind die schon wieder weg, oder? Und dann sind wir halt dort hingegangen, sind vom Aussenbereich reingekommen, weil auf der einen Seite sind Securitas, auf der anderen nicht, sind wir halt dort rein. Wir hatten ja Billett, sind dann dort reingelaufen und dann steht draussen ein Königseck. Ein originaler Königseck für 2,9 Millionen. Steht dort draussen. Aufgeklappt alles. Habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie vor meinen Augen gehabt. Ich bis dort auch nicht. Aber ich habe schon gehört von dem. Und der Philipp, der ist mega ausgeschrieben. So, Alter, ein Königseck und so. Das ist ein krasses Auto. Und dann habe ich eine mega Stranger Interaktion gehabt. Ich bin vor das heißt so ein Bändeli rundherum gehabt. Das Auto ist draussen gestanden, es hat geregnet, es ist einfach draussen gestanden, so halb überdacht. Und bin ich dort angestanden, so mit den Kollegen, also alle mit der Freundin. Und dann steht so ein 55-jähriger Typ im Anzug neben mich an, nicht von der Ausstellung oder etwas, und fängt mit mir über das Auto an reden. Einfach so random so. Ja, eben, das ist schon so. Und weißt, aber ich habe eben die Heime noch der und das. Und ich denke so, was läuft, Alter? Das ist der Besitzer von diesem Auto? Nein, gar nicht. Der ist einfach random neben mir gestanden, hat mit mir über das Auto angefangen zu reden, hat von seinen Autos erzählt und er hat auch einen Bentley und so. Also schau irgendwie, der Typ, er ist irgendwie so reich gewesen, dass es für ihn egal war, was ich denke von ihm, weil er steht jetzt einfach neben mich an und erzählt mir das. So, ich erzähle dir das jetzt, oder? Und dann, der hat auch gewusst, was es kostet, das Auto und so. Und hat aber auch gesagt, das Problem ist, neue Reifen, der Kollege hat einen. Neue Reifen 200'000, wenn du das ganze Ding neu machst. Und so Zeug. Und ich dort gestanden so, what the fuck ist gerade los? Und dann ist seine Frau zu laufen gekommen und dann irgendwie etwas mit ihm geredet und dann habe ich mich so dezent an einen 2 Meter weiter übergestellt, um dem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Holy Mother. Ganz eine weirde soziale Interaktion gewesen. Der hat einfach mit mir geredet. Ich weiß nicht, ob ich ausgesehen habe, wie wenn ich jetzt will reden mit irgendjemandem oder so. Aber ja. Krass. Also, dass so jemand einfach so zu mir kommt und mit mir redet, mit dem Altersunterschied und dem Weirdness, habe ich bis jetzt so nur am 3 Uhr morgens auf Goa-Partys erlebt. Aber nicht irgendeinen gefühlt richen Dude vor... Ja, das war ganz weird gewesen. Krass, hast du mit dem noch Visitenkärtchen getauscht? Nein, gar nicht, Alter. Der hat mich schon ein bisschen er war ein bisschen weird auch gewesen. Also, auch wenn er 30 Milliarden hat, irgendwie will ich nicht... Nein, hätte jetzt nicht wollen, so. Aber, und das ist dann der traurige Part an dieser Geschichte, das war das Highlight von der Waffenmesse. Also das Auto, das vorne rausgestanden ist, im S-Bereich, war das Highlight gewesen, weil, also so, wenn ich es von den Kollegen gehört habe, die Preise sind nicht besser gewesen, wirklich. Auch wenn du ab und zu so 100 Stutz gespart hast. Aber wenn du 3,5 für ein Maschinengewehr ausgibst, dann machst du das nicht. Es hat mega viele Spielereien gegeben, so Nachtsichtgeräte. Hast du mit den Nachtsichtgeräten durch die Leute durchschauen, das war noch lustig. Aber grundsätzlich, jeder Stand fast das Gleiche gehabt. Die neuen modernen Waffen sind alle sackteuer. Ein kleines Highlight war noch eine vergoldete AK und eine goldige Glock. Aber sonst wirklich, also, hat sich nicht gelohnt. Wir waren vielleicht 1 Stunde, 1,5 dort und sind dann etwas essen gegangen. Auch Burger. Aber uns war gut. Kein Himalaya-Burger. Nein, uns war gut. Ja, also es war eine Enttäuschung, muss ich sagen. Ja. Ich kenne aber so die Waffenmesser kenne ich jetzt innerhalb von so amerikanischen Serien. Irgendwie gut in dem Pawnshop, wo ich ja mal 2 Tage gearbeitet habe. Dort sind jetzt keine Waffen vorhanden gewesen. Aber das ist halt genau auch so eine abgefuckte Szene. Kanada, Amerika halt noch mal ein bisschen anders, patriotmäßig mehr unterwegs. Ja, und mit dieser grossen Natur, gerade in Kanada, mit der Jagd auch viel mehr verwurzelt, oder? Also würde ich jetzt behaupten. Ja, das definitiv. Und aber in Amerika ist so irgendwo, ich bin jetzt kein Verfassungsrechtsexperte, überhaupt nicht, aber ich habe gemeint, eine Waffe besitzen ist eben irgendwo ein Grundrecht.
in Amerika? Ja, das weiss ich gar nicht, wie das genau läuft. Sicher von Bundesstaat zu Bundesstaat auch ein bisschen anders. Aber man hört ja zum Beispiel immer Texas, ist so ein mega waffenfreundlicher Staat. Aber ich glaube schon, Amerika ist da ganz anders eingestellt. Und wenn du an dieser Waffenmesse jetzt auch nur schon da hast, auch den Vibe gemerkt, dass sind ganz normale Leute sind einfach alle so ein bisschen komischer Prepper-Vibe. So, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Haben da alle so die Hosen angehabt, die auf der Seite Seitentäschchen so hatten? Es ist so Klischee. Es ist wirklich Klischee gewesen. Es hat auch mega viele so Männergruppen gehabt, von so weißen, wahrscheinlich unpumpsten Männern, wie ich einer bin. So, es ist wirklich einfach recht witzig gewesen, so das Klientel anzuschauen. Auch, ja, es hat ein bisschen Klischees erfüllt. Aber auf die andere Seite dann doch auch wieder gar nicht. Es waren auch viele Kinder dort. Das war auch noch interessant. Aber halt, die meisten dort sind Sportschützen und Jäger. Also das ist am Ende gar nicht so brutal, wie man sich das vorstellt. Und eben, es ist gar nicht so, wie das man sich allgemein vorstellt, habe ich gemerkt. So eine Waffenmesse. Also, ja, oder halt so eben in diesen amerikanischen Videos, wo jeder schon gesehen hat, so stehst du einfach in der Wüste, so vor einem Berg, vor einem Hügel. Du hast so ein paar Ölfässchen und dann obendran ein paar Blechdosen. Ja, genau. Und dann ziehst du einfach den Revolver und fetzt ein bisschen in den Hocker rein. Ja. Ist ja bei uns in der Schweiz eben mit dem Schützenverein und sonst allgemein mit dem Militär, mit dem Wehrpflicht. Wehrpflicht, dass eigentlich jeder junge Mann ins Militär muss, ist ja ein ganz anderer Umgang mit Waffen. Ja, und bei uns in der Schweiz muss man auch sagen, das haben wir auch ein bisschen geredet über das. Bei uns ist es so leicht, einen Waffenschein bekommen, wenn du jetzt nicht irgendein Strafregister hast, wo voll ist mit keine Ahnung was. Aber dann darfst du eigentlich schnell eine Waffe besitzen. Musst einfach dich an gewisse Regeln halten. Aber ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal mit schiessen gegangen mit den Kollegen. Und ich habe ja gar keinen Waffenschein und nichts. Ist auch voll okay, weil ich gehe ja dort einfach ein paar Stunden ein bisschen üben, ausprobieren, will ich das vielleicht mal machen. Weil rein von der Disziplin ist es ein cooler Mechanismus. Also es gibt schon auch einen Grund, wieso jedes Spiel einen Mechanismus hat, das so Umballer ist. Ob es ein Pfeilbogen ist oder keine Ahnung was, die meisten spielen eine Fernkampfwaffe, weil es halt auch Spass macht. Und gerade wenn du nicht in dem drin bist, ich habe das auch erst dann gecheckt, es gibt ja mega viele, die laufen so Biathlon, also so Zeugs, nicht Biathlon, das ist das falsche Wort. Ja, das ist auch das falsche Wort, aber es sind so Waffenläufe, weißt? Du laufst durch, dann musst du dort bewegte Ziel treffen, dann hast du dort etwas. Es gibt verschiedenste Arten, wie du mit Waffen einen Sport machen kannst. Und das ist eigentlich... Tontauben schiessen. Zum Beispiel ist auch so ein Sport, den man eigentlich noch gut kennt. Aber auch so... Du hast doch sogar mal erzählt von Kanada. Ja, Kanada, wo ich am Rodeo war. Genau, ja. Also Rodeo sind auch verschiedene Disziplinen halt. Alles so richtige Cowboys mit ihrem geilen Dingshut, Cowboy-Hut. Und Cowboy. Und halt jeder so genau sein Ross gehabt und das ist bis zum geht nicht mehr trainiert und so. Und eben die eine Disziplin war mit dem Ross so einen Slalom machen, so Pfosten durchsäckeln. Und auf diesen links und rechts neben den Pfosten hat es so Pylonen gehabt, wo ein Ballon drauf montiert war. Und der Cowboy hat auf dem reitenden Ross, wo das Slalom gemacht hat, die Ballone müssen abfetzen. Und das Ross hat nicht retour, oder, sondern der Cowboy hat eine Chance gehabt, den Ballon zu treffen. Und das Ding ist halt, das Ross ist so schnell wie möglich dort durch, weil auf die Zeit ist drauf angekommen, plus wie viele Ballone das der Cowboy abgefetzt hat. Aha. Also mega geiler Sport. Mega. Eben, also es ist einfach so krass schiessen. Ich habe mir das immer so als so einseitigen Sport vorgestellt, aber eigentlich ist es ein total vielseitiger Sport. Es ist auf jeden Fall auf dieser Messe nicht übergekommen. Was auch noch lustig war, es hat so auch alte Stände mit alten Waffen und Zeug und vor allem auch alte Kriegsabzeichen. Und sie mussten überall Hakenkreuz abkleben. Und aber sie sind gleich rum. Ja, natürlich. Es ist ja ein Medaillon, ein Abzeichen. Also es ist... genau, du darfst das auch haben, besitzen, aber du darfst es nicht ausstellen, zum Beispiel, in diesem Bezug. Und dann ist es dort... ist ja ein verbotenes Symbol, so muss man sagen. Und
dann hast du wirklich auch zum Teil so richtig schlecht abgeklebte Hakenkreuz gehabt. Also das Hakenkreuz war so doppelt so groß wie der pinke Kreis, der in der Mitte drauf geklebt worden ist. Also hast du alle Haken noch gesehen und so. Und dann hat es ein Schaufenster gehabt, so eine Vitrine, wo du oben reingeschaut hast. Es waren etwa so 50, 60 Abzeichen gewesen, en masse. Die einen 1000 Stutz, die anderen 20 Stutz. Aber auf jedem hat es ein Nazi-Ding gehabt. Auf jedem. Also es war ganz weird, weil so ein ganz alter Mann hinter dem Tresen gehockt und du hast auch nicht so ganz gewusst, was wo ist das alles? Das war noch interessant gewesen, aber ja. Ja. Das Auto, der Königseck, war das Highlight gewesen. Ja, verstehe ich. Und der Prepper-Dings, der finde ich halt lustig, dass genau ein bisschen das Klischee dort erfüllt worden ist. Das hat es schon. Wir haben uns auch noch über Pfefferspray informiert, weil Pfeffergel ist besser. So. Also, kannst du das auch spritzen? Oder Ja, wie lässt das mit Gel? Gel ist halt einfach, wenn du es so sprühst, ist es so eine Wolke und dann kann, wenn der Wind gegen dich schafft, dann kann das ein Problem sein. Genau, und darum gibt es auch Gel. Funktioniert alles genau gleich, du musst ein bisschen anders Abstand haben, aber funktioniert gleich. Und dann habe ich herausgefunden, das habe ich vorher nicht gewusst, all die Pfefferspray und so, du dürftest den jetzt haben, wenn du im Militär den Kurs gemacht hast. Dann dürftest du so einen kaufen, einen von der Polizei. Keine Ahnung. Das im Militär. Ja. Dann dürftest du den in dem Sinn haben, auch mit Waffenschein dürfte man auch haben. Muss einfach den Kurs machen. So. Und die normalen, die sind so, dass das bei Leuten, die scharf essen, nicht wirken kann zum Teil. Und auch sonst kann es sein, dass es einfach nicht wirkt. Korrekt. Und das habe ich nicht gewusst. Das ist ja das macht die Situation viel gefährlicher. Und die uns beraten hat, und das ist nochmal so ein Knacks, wenn du jemand Pfeffer ist, musst du ihm nachher helfen beim Auge auswaschen. Du bist verpflichtet, gesetzlich ihm nachher zu helfen. Erste Hilfe leisten. Ja, Mann, du hast ihn gepfeffert. Das ist doch dämlich. Dann nimmst... Und sie hat dann gesagt, sie findet auch die smartere Variante cool. Das ist so ein kleiner Alarm, den du hast. Du kannst in der Tasche einfach das Hebel umtun und dann macht es ja. So ein ganz lautes hat eine ähnliche Audiosignal. Wirkung, aber es ist halt, sie hat gesagt, ich meine, wenn du jemand Pfeffer ist und der nachher einfach nicht viel merkt oder nicht außer Gefecht ist, sondern weitermacht, blöde Sache. Plus, du bist irgendwie noch verantwortlich. Klar wird er dich wahrscheinlich nicht anzeigen. So wäre auch dumm, oder? Aber trotzdem, es hat einen ganz faden Beigeschmack. Also ich muss jetzt mit dem Wissen kein Pfefferspray haben. Ja, Weil fair, ja. Es bringt mich eigentlich nur, es bringt mir wahrscheinlich in mehr Probleme wieder, dass es mir hilft. Ja. Also mich jetzt. Vermutlich ja. Mich jetzt. Vermutlich Wenn ja. ein junges Mädchen fix macht das. Ja. Eine ältere Person, auch ein älterer Mann, egal, macht das. So. Aber als junger Mann habe ich das Gefühl, ist es fast ein bisschen schwieriger, weil du halt dann auch dem ausgesetzt bist, dass du nicht irgendjemand bist, sondern dir rechnet man irgendwie zu, dass du dich kannst verteidigen kannst, obwohl es eigentlich Bullshit ist. So. Ja. Aber es wird dir irgendwie von der Gesellschaft so unterstellt, dass du das musst können. Ja. Und darum, ja. Ja, also was ich aus meiner Militärzeit eben mit dem Pfefferspray noch weiss, wir hatten auch Kurs halt mit Pfefferspray, wie man das bedienen und was man vorne muss sagen, damit man den Pfefferspray überhaupt einsetzen darf. Das war so Militärregeln halt. Also das ist auch wichtig, Alter. Stell dir vor, du wirst pfeffert und der andere hält nicht ein, was er davor muss sagen. Ja. Und du weißt nicht, klar, ja. So über finde ich Überraschung, sehr wichtig. Ja, just a prank. So was, Arschloch? Ja, und dann hast du immer müssen so «Halt, Schweizer Militär! Halt oder ich spritze!» Und nein! Jetzt ohne Scheiß. Nein! Halt oder ich spritze. Halt oder ich spritze. Hast du müssen sagen. Scheiße. Auf jeden Fall, Wow. die Pfeffersprays, die werden eben auch mit Scoville, Ja, Scoville bemessen, also die Maßeinheit. Schärfe. Kennt man von scharfen Chilischoten oder so Sachen. Also ist in dem Sinne das Gleiche, Schärfe Ja. halt so. Scoville ist, glaube ich, einfach Schärfe. Ja. Scoville, irgendwie. Nein, Scoville. Scoville, glaube ich. Ich meine, das ist so. Aber seit Mozzarella bin ich Ja. ein bisschen vorsichtiger, was so Sachen angeht. Also es wird wahrscheinlich verschieden würde ich jetzt sagen, betont. Es hat auf jeden Fall keinen Buchstaben mehr oder weniger. Ja. Es ist Scoville. Ja, und das ist
ziemlich am Anfang in der RS gsi, wo wir dann Gasmasken halt mal haben müssen ausprobieren, ob sie dicht ist, ob so das so das Gummizeugs halt gsi, ob das richtig passend am Kopf anliegt und so, oder die einen, die halt einen Vollbart hatten. Durch den Bart ist dann halt auch ein bisschen reingekommen. Ich habe ja so 3 Tage Bart mässig. Bei mir war es jetzt kein Problem, aber die mit dem Vollbart hatten easy Probleme gehabt. Und der Test, wie hat man das gemacht? Ja, real. Real? Natürlich, ich wollte jetzt sagen, ich gehe mal davon aus, ihr habt nicht das Lavabo gefilmt und mal den Kopf reingegeben. Nein, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben zu Kloten hat es so einen alten Schuppen, einen Gaden hat's gegeben, wo so luftdicht hat können abgeschlossen werden. Und nachher hat der Leutnant die erste Runde ist noch harmlos gewesen, mit Bananengas. Bananengas. Also du hast die Maske. Haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg ein Rebranding gebraucht? Oder was ist das? Also das Bananengas. Und das ist schlimm. haben alle in diesen luftdichten Raum müssen rein. Und dann hat es geheißen, hey, alle Masken anlegen, schauen, dass die Bänder fest sind. Und nachher hat da der Leutnant so einen Rauchpetard gezündet, wo Bananengas drin hatte. Und nachher musst du durch den Filter durchschnaufen. Und das Ziel war, dass du keine Bananen schmeckst. Weil das Bananengas schmeckt einfach nach Bananen. Das schmeckt nur nach Bananen? Ja, das schmeckt nur nach Bananen. Okay, ich habe gemeint, es hat einen viel lässigeren Namen, wie das ist. Aber in dem Fall es ist es voll nach easy. Bananen. Und das ist nachher... Wieso bin ich davon ausgegangen, dass sie das zuerst mal mit echtem testen? Das ist eigentlich völlig eins zu viel. Auf jeden Fall, das scheiß Gas, das ist wie... Kennst du vielleicht die Schaumgummiteiler? Wie Gummibärli. Gibt es doch auch die Bananen. Ja, genau. Das ist genau der Geschmack einfach in der Nase. Aber das ist nicht die real Banane, das ist die künstliche Banane. Künstliche Banane. Aber voll, ich habe die Bananen habe ich hure gerne. Nein, gar nicht, Alter. Wow. Ich liebe die. Nein, ich bin da Feind. Weißt du, früher hat es doch so die Bananen gegeben als Gummibärli, die sind so riesig gewesen. Und in dieser Mischpackung hat es so grosse Bananen gehabt. Und das hat mich immer aufgeregt, weil ich die nicht gerne hatte. Ja. Aber es hat wie das Gummibärli-Bananenteil hat das geschmeckt. Und nachher die dann gemerkt haben, oh, ich schmecke Bananen, die sind dann raus und haben nochmal Gasmasken justiert. Und nachher, zweite Runde, Bananengas raus winden lassen. Und dann nochmal rein, nochmal Maske und dann ist dann mit scharfem Tränengas ist dann geschaffen worden. Aber Tränengas ist natürlich noch viel krasser wie der Pfefferspray. Aha, das war richtig böse. Und nachher haben wir alle so in einer Kolonne müssen anstehen. Und dann war der Leutnant vor uns, so vielleicht, was sind es? Vielleicht 10 Meter bis zur Tür. Und die einer Kolonne und der Leutnant hat immer am vordersten die Gasmaske abgezogen. Ja. Und dann die wollten, also du hast die Augen müssen aufmachen, um zu schauen, wie fest das anfängt zu beißen. Und die ganz krassen, die haben dann noch einen Atemzug genommen. Ja. Und die haben dann einfach 10 Meter vorsäckeln bis zur Tür. 3-mal irgendwie müssen klopfen und aussen dran war ein Wachmeister, der dann die Tür aufgemacht hat und die einen sind schon am Boden gelegen. Ja. Und dann der so rausgeschleicht hat. Und dann ist der nächste gekommen, Gasmaske. Und nachher der allergeilste. Irgendwie 2, 3 vor mir. Also ich bin dann ziemlich gleich mal auch dran gekommen, aber so 2, 3 vor mir. Auch eine Gasmaske. Und nachher... Der hat 2, 3 Atemzüge reingenommen und der ist so ist der dort am Umschnaufen gsi. Und dann ist der Vollgas zur Tür gesäckelt, klopfen und nachher der Wachmeister aus «Scheiße, die Tür geht nicht auf! Scheiße!» Und die Tür geklemmt. Oh mein Gott, nein! Die Tür geklemmt und der genau sich schon 3, 4 Mal geschnaufen.
und dann am Boden wirklich fast sauerlich gemacht. Scheiße. Hyperventiliert. Und, ja, das war ganz böse gewesen. Und dann hat der Nils gefunden, ich mache den Asiat und mehr nicht. Nein, ich habe dann auch die Augen habe ich aufgemacht, plus einen Atemzug habe ich genommen. Ja. Und also wirklich mit Tränengas, wenn so etwas einschnaufst, verreckst du. Kannst nicht mehr, du kommst wie wenn früher einen Fußböller in den Bauch bekommen hast. Hast nicht mehr so kurz Schnappatmung irgendwie bekommen. Das war so ein bisschen das. Also, es fehlt ja auch dann auch Sauerstoff. Es ist ja nicht zu wenig Sauerstoff. Ja, ganz böse Geschichte. Stell mir ganz übel vor. Ganz böse Geschichte. Ja. Pfefferspray haben wir nie müssen. Das ist dann, wenn in der Offizierschule haben also Kollegen erzählt, wo nein, eben, ihr habt nie müssen. Wir haben nie der müssen. Kollege nein. hat eben auch müssen, weißt? Ja. Aber eben, das ist erst weiter dann. Ja. Ja. Auch wir selber. Also es ist auch freiwillig, weil da kannst du halt blinden. Also ich meine, das ist auch blöd. Ja. Ja. Nein, Frag mich, ob der dann der Leutnant nachher auch die Augen auswaschen tut. Weiss ich dann nicht. Ein Audit. Gänsehaut. Gänsehaut. Ich habe das Gefühl, wir das ein bisschen inflationär und viel zu fest benutzen. Aber erst in dieser Folge, das ist das erste Mal. Das stimmt. Darum, wir haben noch 50 Folgen Reserve zu gut, so, wo wir jetzt können. Ja, wirklich. Ja. Darum also, im Moment wie nennen wir die Folge? Ich habe es vorne schon überlegt. Das finde ich eine coole Idee. Wenn wir beim Thema Gänsehaut, Hühnerhaut und andere Organe sind. Macht es noch weirder? Es ist ein Organ, Digga. What the fuck? Ja. Ostern steht vor der Tür. Nochmal so ein Organ. So ein Freizeitorgan. Ja, Ostern steht vor der Tür. Was sind bei dir so Osterritual? Muss sagen, echt sad. Also das, ich versuche letzte Zeit immer an Ostern und so habe ich irgendwie immer ein bisschen gearbeitet. Wir haben immer irgendetwas gehabt, wo parallel oder kreuz oder so gelaufen ist. Und das ist jetzt das Jahr mal nicht so. Und irgendwie fühlt es erst mal so in meinem Erwachsenenleben, was mich interessiert. Darum, ich gehe am Morgen zum Mittagessen mit meiner Family von der Mutterseite. Am Sonntag gehe ich mit den Friends brunchen. Einfach so mit der Kollegengruppe. Gehen wir einen Osterbrunch machen. Und Samstag oder Montag, je nachdem, werde ich dann vielleicht auch noch irgendwie sonst mit dem Papi, also mit dem Kleinen, noch etwas machen. Ich weiss nicht, wenn der Ostereili sucht. Der hat Freude, wenn man ihm einen Schokihass vorbeibringt. Das heisst, ich werde so ein ziemlich family-orientierte, schon fast Ferien. Das sind ja schon fast Ferien gefühlt. Ja gut, Karfreitag, Ostermontag sind wirklich 4 Tage. Also 4 Tage ist gefühlt Ferien, finde ich. Das finde ich noch heftig. Schon so. Das ist eine lange Zeit. Aber so Ostereili anmalen oder irgendwie so Sachen sind jetzt bei euch weniger? Gar nicht. Also als Kind immer. Und auch Ostereili suchen und so, das haben wir immer gemacht. Aber nachher gar nicht mehr, nein. Also, es ist halt auch irgendwie nichts Spezielles an Ostern. Wenn du kein Kind hast oder kein Kind in der Familie, ja, dann kannst du mit der Familie irgendwo essen gehen oder mit den Kollegen. Das ist ja cool, weil alle frei haben. Aber jetzt wirklich Ostern feiern? Keine Ahnung. Nö. Wie ist es denn bei euch? Ich habe jetzt gerade überlegt, Ostern ist ja der Jesus. Am Karfreitag ist er ins Loch hineingeschoben worden. Ich glaube. Und am Ostermontag ist er wieder auferstanden. Nein, ich glaube, So am Karfreitag ist er gekreuzigt worden. Darum Karfreitag. Ist nicht am gleichen Tag, wo oder ist er 3 Tage am Kreuz gehangen? Und nachher ist er ins Loch gekommen. Und dann ist er ja irgendwie auch eine Woche später oder so ist er wieder weg gewesen. Aber ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Boah. Aber weißt du, sind wir fair? Die anderen, die es geschrieben haben, wissen es doch selber nicht. Ja. Also komm, ja, scheißegal. Aber es ist auf jeden Fall, es hat etwas mit seinem Tod zu tun, mit dem Ding. Vielleicht ist er auch am ist ja Dienstag gehängt worden und am Freitag. Fastenzeit fängt doch jetzt wieder an. Ist doch nach Ostern. Fasten? Fasten, wir Christen? Also eigentlich schon. Wirklich? Also ist mir mal gesagt worden. Wir eben nicht. Ja. Also Fastenzeit. Aber ehrlich gesagt, ich weiss gar nicht, also, wie man... Freitag Fisch? So der? Nein. Das kenne ich. Ey, also jetzt muss ich mir hure hart aus dem Fenster rauslehnen, was Fasten genau ist. Weil das ist ja nicht wie Ramadan,
Also Fasten ist ja grundsätzlich einfach weniger essen. Egal jetzt noch in welchem Bezug oder egal was, theoretisch faste ich auch heute, weil ich habe jetzt nichts zu Mittag gegessen zum Beispiel. Ja, ist so. Eigentlich, theoretisch ist es Fasten. Aber ich verbinde es halt schon auch immer mit so etwas Religiösem und vor allem Fasten kennen wir aus dem Islam, oder? Ja, Dort ist also Fasten das Ramadan, ja. Ja, Ramadan, da kenne ich mich halt auch zu wenig aus. Ja. Aber ich habe letztens gelernt, dass man viel Kraft wünschen kann. Ich habe so gefragt, ja, was wünscht man zum ja. Ramadan? Oder halt schönen Ramadan oder so. Aber ja, man kann viel Kraft wünschen. Ja. Zumindest der, den ich gefragt habe. Ja. Ja, das ist so. Also Schwierig, weil ist ich halt der, wirklich wo null ich- rauskomme. Ja, das ist der, wo du- ich ja. da, wo jemand da Ja, durchfährt. ja. Okay. Du weißt wer. Ja, ich weiss wer. Nein, bei mir Ostern jetzt dieses Jahr, morgen gehe ich auf ein Brunch-Schiff. Brunch-Schiff irgendwie. Lasse ich mich auch selber überraschen, wie das genau funktioniert. Und ja, keine Ahnung. Aber du noch geil, Brunch-Schiff. Ja, also wir müssen irgendwie auf Zürich runter, auf den Bürkliplatz irgendwie. Und dann steigen wir irgendwie in ein Schiff ein und dann wird gebruncht. Aber gut. Ja, also ich bin selber gespannt, wie das genau auf dem Schiff ablaufen wird. Ich habe vielleicht so ein bisschen falsche Horrorvorstellungen. So, wenn dann krasse Wellengang und dann wird es allen schlecht und dann... Ja, kommt davon, wenn es so ein kleines Schölleli ist, Alter, dann ist das übel. Eine Scholle, ja. Eine Scholle. Nein. Nein, also... Gut, ich würde... Zürichsee ist ja nicht für meterhohe Wellen bekannt. So. Nein. Aber Aber- der Zürichsee, du. Heim mal. Ja, nein, eigentlich nicht, nein. Also, nimm Das höchste ist die Fontäne dort. Das Zürich. Ja, die zweite. Oder Ja. die Horge hat es, glaube ich, Ah, ja, auch noch jetzt auch noch eine. eine, ja, voll. Ja. Nein, aber es würde mich mal wundern, was für crazy Geschichten schon auf dem Zürichsee abgehandelt worden Boah, das sind. ist sicher schon crazy Weil so, passiert. aber irgendwie... Also Wikingerzeit hat es ja bei uns auf dem Zürichsee vermutlich Ich nicht gegeben. glaub's nicht, nein. Dass da so Schlachten, Stell- Seeschlachten ausgetragen worden sind, das hat Stell es dir nie vor, du gegeben. baust so ein Boot, könntest aber auch einfach in 2-3 Stunden anlaufen. Also weißt du, das macht ja keinen Sinn. Den Damm hat es ja schon mega lang gegeben. Also Da haben wir dann, ja im Podcast mal die Jahreszahl rausgesucht. Ja, stimmt, ich habe sie schon wieder vergessen. Das ist irgendwie 1500 oder so. Das hätte Oder ich jetzt noch auch gesagt, vorne. aber ich weiß es nicht mehr. Oder war es noch vorne gewesen? Also wir schauen sie auf jeden Fall nicht nochmal nachschauen. Nein, wir hören es irgendwo zwischen Folge 1 bis 50 ist Ja. das irgendwo mal gesagt worden. Aber es ist schon Zürichsee, hure ja. früh ist das schon gewesen. Ja. Und ja, aber es würde mich mal wundern, ob da irgendwelche interessant. spannende Geschichten im Zürichsee passiert sind. Also ich habe mir gerade wieder überlegt, dass es eigentlich etwas Lustiges hat. Oder von wo kommt das eigentlich so etwas wie Springbrunnen? Das muss ich ja irgendwann mal initiiert haben in die Menschheit. So, hey, wir machen etwas, das schießt Wasser in die Luft, um zu zeigen, dass wir Wasser in die Luft Was ist der? Und dann hat es immer auch so ein Schild, der höchste Springbrunnen von Europa oder so. Weißt du? Also, hat das ein 6-jähriges Kind entwickelt oder was ist die Idee hinter dem gewesen, wenn du das mal so überlegst? Also ich glaube, bei den Fontänen, da das Richterschwil oder das Ja, Horge und so, zum Beispiel. dort ist auch die Überlegung, wenn der Wasserpegel im Zürichsee hure hoch ist, dann tut man die Fontäne anstellen und dann wird Wasser in halt Luftfeuchtigkeit wird Wasser in die Luft abgeben. Also schau, hätten wir verteilt um den See 20 Fontänen, würde ich dir den abkaufen. Aber so, ich weiß jetzt nicht, Ja. ob das Fontänchen auf die paar, keine Ahnung wie viele Liter, die ja durch Ziel abfließen oder reinfließen. Nein, durch Ziel reinfließen und geht nachher Ziel auch wieder raus. Also die Lind läuft Die ja, Lind. die Lind Die Lind läuft läuft ja in den raus. Zürichsee rein. Rein, fuck. Alter, vielleicht geht es so viel Und ja, und sonst gibt es wahrscheinlich X. Ja, Ziel läuft auch in läuft auch in rein. Zürichsee rein. Stimmt, das war gar Genau. nicht falsch gewesen. Ja. Was, was läuft unten beim Obersee wieder raus? Ist eigentlich komisch. Nein, oben, also der Obersee ist ja oben. Und der Obersee unten, ist auf der Map, auf der Karte, wenn man schaut, ist der unten.
Das ist ja Rapperswil, auf der rechten Seite von Pfäffikhaus gesehen, ist der Obersee. Der Obersee ist so Utzne Genau. und Schmeriken und Das so, ist ja. unten. Ist das unten? Ja, Zürich aber ist heisst im Norden. Obersee. Zürich ist... Ja, eben darum habe ich ja gesagt, das ist komisch. Aber das dort das läuft ja die Lind. Hättest du Dort schon nicht läuft ja gefragt, die wäre Lind das rein. meine Pointe gewesen, weißt du? Aha, okay, Aber sorry. das Ja. eine ist der Zürichsee, das andere der Obersee. Ja, voll. Und eben in Obersee läuft die Lind rein, wo vom Wallensee oder so. Jetzt... Momo, der Wallensee ist die Ich wäre Lind, dafür, wo wenn so... man das Thema wieder verlöhnt. Ja, ist gefährlich. Keine Ahnung. Ist gefährlich. Aber wenn wir vorne bei der Waffenmesse und jetzt beim Thema Seen angekommen sind, im Vierwaldstätter See liegen noch hunderte Tonnen Munition und Sprengkörper und keine Ahnung was im See drin. Uff, sag das nicht Russland. Also wenn dort irgendwie mal ein Entli irgendwie am falschen Ort einen gehen lässt, macht es einen Boom. Ja, also siehst du, das kommen alles so bewaffnete Entchen, Alter. Die kommen alle so zu hey, wir überräumen. Wir haben immer das Gefühl, so Angst vor Affen oder so, die uns übernehmen, aber nein, es sind Entchen. Das sind Entli im Entchen See. aus dem Zürichsee und Ja. dem Obersee. Fix. Aber Nein, die- im Vierwaldstätter See, dort hat es Munition. Ja, stimmt. Aber die Dort trommeln gehen die sie von sich den anderen vielleicht Seen zusammen. bewaffnen Ah. und dann tun die auch so den Krieg in mehreren Seen austragen. Der Springbrunnen, Bro, die fliegen vom See über den Springbrunnen in andere See über, um sich zu Das ist bewaffnen. ihr Das ist eine Transportmittel. Entchen-Installation. Ja, ja. Ach so. Das wird dann irgendwann genutzt. Wir haben das Gefühl, es ist ein Springbrunnen, aber eigentlich ist es ein Entchen-Katapult. Und das Ding ist ja, Entli haben eine integrierte Elytra und dann können sie vom Zürichsee so in die Luft rauf dann ein und dann Gleiter. Genau. übergleiten, sich im Vierwaldstätter See bewaffnen und von dort, das ist die Hauptzentrale, weil dort alles Munition im See unten versunken, ja, gelagert wird, zwischengelagert, bevor dann eine Invasion startet. Ja, von das ist dort, meine... Von dort kannst du nachher die Autobahn, also die Flüsse nehmen und wieder dich verteilen. Die Überlegung kann ich mir im Fall auch schon... Also es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber... Ah, der Entchen So- aus dem Zürichsee gar nicht, nein. Nein, das ist voll real. Aber wenn du mal so die Evolution von Lebewesen so Evolution ist vorstellst... doch einfach von Lebewesen. Ja, Ja, gut, du kannst auch Evolution- Evolution von Bakterien oder so, aber ich ja meine Bakterien jetzt, sind auch Lebewesen. Viren sind keine Lebewesen. Nein, auch, habe ich ja gesagt. Ja. Bakterien sind auch Aber Lebewesen. Viren sind, glaube ich, keine Lebewesen. Doch, Viren sind auch Lebewesen. Habe ich gemeint, aber Oder nicht. nicht? Das sind Ah, nur nein, tote Doch, DNA-Schnipsel. Viren sind auch Lebewesen. Warte, nein, jetzt bin ich gerade behindert. Grad. Ja, Jetzt bin ich scheißegal. Auf jeden Fall, wenn der so das irgendwelche Einzeller und dann nachher Virus ist Mehrzeller kein Lebewesen, glaube ich. Ich bin gerade Virus völlig blöd ist gewesen. Nein, Virus so ist weit kein Lebewesen. in Sorry, Naturlehre Alter, aufgepasst ich habe. weiß auch nicht, von wo das jetzt gekommen ist mit dem Virus. Digga. Bakterien, Viren, das verwirrt mich. Ja. Das, Ich habe, am Schluss dafür habe ich ein cooles Lied, das mit Virus aufhört. Wenn du eben so die Evolutionstheorie vorstellst, so eben vom Einzeller, Mehrzeller, irgendein Kaulquäppli, Fischli und dann der Krüppelfisch, der dann irgendwann so an Land gekrochen ist und wahrscheinlich die ersten 10'000 Mal immer verreckt ist, weil er noch nicht hat können schnaufen und dann wieder eine Missgeburt hat er an Land können schnaufen und irgendwie so hat sich das ja immer weiterentwickelt. Aber warum sind die Lebewesen nicht im Wasser quasi geblieben? Warum gibt es nicht so Unterwassermenschen, unter Wasser? Warum gibt es nicht so Flugmenschen? Irgendwie so Sachen. Es gibt Unterwassermenschen. Wir nennen es Fisch. Weil wenn sich etwas unter Wasser entwickelt, sieht es nicht so aus wie ein Mensch, sondern es ist halt ein Lebewesen unter Wasser. Ja, ich stelle mir halt schon Unterwassermenschen Ja, irgendwie fix so ich vor. natürlich auch. Also so irgendwie normal 1,80 Meter groß und hinter den Ohren hat er noch Kiemen. So stelle ich mir einen Unterwassermensch vor. Disney, ja. Disney auch, ja. Ja, also so ein bisschen Atlantis-Vibes. Ja, genau, ja. Wer weiß, vielleicht irgendwo in einem weit entfernten Planet irgendeine Lebensform,
wo dann irgendwann unsere Audiodateien, MP3s anlässt, sich denkt, die geile Sachen haben an uns gedacht. Ja, genau. Shoutouts. Ich schwöre, Alter, das ist so wie bei Rick and Morty, so ein Planet, die sind so unsere Fans, Alter. Das ist so ein Planet und das sind wir so voll die Gottheiten. Boah, Pushcast. ich glaub's nicht. Pushcast for President. Ja, immer. Machen wir 50-50. Amerika, du kannst die Republikaner haben, ich nehme die anderen. Nein. Ja, wäre schon interessant. Ja, lustig. Aber krass, ich finde es cool oder witzig, dass wir haben über genau etwas geredet von diesen Sachen, die ich am Anfang ist ein bisschen schwach, aber ja. Aber es war okay, finde ich. Okay. Für das sind wir bekannt. Wäre auch komisch, wenn ich ein Intro mache, das dann auch passt. Wäre ja blöd. Das wäre völlig nicht passend zum Podcast. Es müsste so kommen, wie es gekommen ist. Ich mache meine Erinnerung auf, anstatt meine Notizen. Das hilft ganz viel. Aber eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen auf meiner Seite. Ah, doch! Anzeigenhauptmeister Update. Yes. Aufgepasst, Update-Alarm. Es gibt ein neues Video. Gestern Abend ist es rausgekommen. Ich sage das gerade am 28. März, sage ich das gerade, um 16.53 Uhr. Und zwar gestern Abend, vor ca. genau 24 Stunden, ist ein Video rausgekommen von Offen Unehrlich. Die haben früher Offen und Ehrlich geheißen, haben es einen Shitstorm gehabt, jetzt heisst es Offen und Ehrlich. Ja. Auf jeden Fall, die haben ein Video gemacht, wo sie ihn begleitet haben, nachdem dass er eben verprügelt worden ist. Macht ihm nichts aus, hat er auch gesagt. Und so. Er hat einfach eine Anzeige wahrscheinlich gemacht. Definitiv, also 100%. 100%. Vielleicht hat das sogar die Polizei schon von sich aus gemacht, weil sie gewusst haben, das kommt in Brief. Nein. Und sie haben dann aber halt auch so bei ganz vielen Bundesländern nachher gefragt, was sie so halten. Und die einen haben gesagt, ja, die schauen wir gar nicht an. Die anderen haben gesagt, ja, nur die Hälfte hätten wir können brauchen. Und das haben sie ihm dann alles so gesagt. Wer sich für das interessiert, kann es anschauen. Der Dreh ist dann aber auch ziemlich bald mal schon von jemandem gestört worden, der gefunden hat, Kollege, du bist da im falschen Quartier unterwegs. Hat ihn aber nicht interessiert. Hat nur ein Foto vom Auto gemacht. Ja, aber wird sympathischer langsam. Und was ich überrascht war, es sind doch junge Leute zu ihm gekommen, die offen und ehrlich gefunden haben, du machst das gut. Okay. Ja. Also die einseitige Geschichte ist vielleicht gar nicht so einseitig, wie ich das zuerst gedacht habe. Schon hauptsächlich. Die Leute sind schon die dann sagen, so Kollege, nee. Und es hat auch Bundesländer gegeben, die gesagt haben, er stört den Frieden vom Ort, weil er Leute anzeigt, die nicht rum sind. Plus einer, der bei Funk ist, ein Anwalt, so ein Medienanwalt, muss man sagen, hat auch dazu gesagt, was eigentlich wichtig ist im Ganzen. Er, der Anzeigenhauptmeister, setzt einfach genau das um, was dort auf Papier steht. Aber ein wichtiger Teil vom Jurastudium, wie jetzt der Anwalt gesagt hat, sage halt auch, dass es um die Situation geht. Und ein Gesetz um einen Ermessensspielraum. Zum Beispiel, oder einfach ein Gesetz blindlings durchzusetzen, weil es irgendwo steht, ist nicht die Idee und nicht die Art, wie man die Gesetze lesen soll. Das ist nicht, also ja, so blöd es klingt, aber es ist nicht wörtlich zu nehmen, was dort steht. Es ist immer im Zusammenhang mit Situationen zu sehen. Darum brauchen wir Richter, Anwälte und alles. Habe ich noch interessant gefunden, weil das macht wieder so den Punkt von der Selbstjustiz ein bisschen klar. Er tut jetzt nur Falschparker andingseln, also ist jetzt nicht das Schlimmste oder so. Aber trotzdem ist es noch spannend, dass eigentlich da er der ist, der sagt, es ist nur der Staat, der das durchsetzt. Und der Staat sagt eigentlich, ja, eigentlich ist das nicht wörtlich zu nehmen. Also, ja, interessante Geschichte. Aber das ist das Update. An diesem Punkt müssen wir einfach festhalten, der Bruder zieht den Shit durch. Er zieht durch. Der zieht durch. Ja, er zieht richtig durch. Er ist im Krankenhaus gelegen, gibt einen Fick drauf, macht einfach seinen Shit weiter. Sie haben ihn gefragt, ob er nicht mal aufhören mit dem, oder? Und er hat gesagt, er macht es ja auch nicht freiwillig, aber wenn die Leute nicht richtig parken können, dann muss er das halt machen. Also so nach dem Motto, wenn die Leute würden anständig parkieren, bräuchte es ihn nicht. Das ist irgendwie so weird. Es stimmt irgendwo, aber nein. Nein, eigentlich nein, Digga. Also wir würden sagen, schau auf deinen eigenen Scheiß. Ja, wirklich so. Also, ja. Such dir ein anderes Hobby. Ja. Aber du. Und lustig, er hat sich selber damals bei RTL schon beworben gehabt.
Also um so ein Interview-Reportage über sich selber anzustoßen. Ja, und auch bei Spiegel TV hat er sich selber beworben für das. Haben sie ihn nachher konfrontiert. Und dann kommt die Frage, machst du es dann auch zum Bekanntsein? Und dann er sagt so, es ist nicht der Hauptgrund, er will, nicht, dass die Leute nicht falsch parken. Aber ja, natürlich hat das auch einen Grund. Also der Typ will noch irgendwie auch noch ein bisschen Fame sein. Der will ein bisschen Fame abstauben. Also ganz weird. Es bleibt auf jeden Fall immer noch spannend, die Geschichte vom Anzeigenhauptmeister. Ja, spannend. Ja. Ich bin auf jeden Fall mal interessiert, wie lange das Video online bleibt. Weil der Spiegel TV-Doku, der erste Teil, ist ja unten. Also der ist nicht mehr online. Ich weiss nicht, ob er mittlerweile wieder online gegangen ist, aber letzte Woche war mal das Update, dass er unten ist. Und auch all die Reactions von allen YouTubern sind auch abgenommen worden. Nicht gestrikt oder so, aber abgenommen worden. Wahrscheinlich hat der oder irgendjemand muss reklamiert haben, der Recht an dem hat. Und ich glaube nicht, dass es Spiegel TV war, weil die haben ja fett Cash gemacht mit dem oder fett Aufmerksamkeit generiert. Ja, aber das habe ich im Podcast versprochen, das Update muss noch kommen und das ist noch gekommen. Nice. Und das ist auch etwas vom Einzigen, was ich gar nicht angekündigt habe. Ja, wirklich so, wirklich so. Aber es ist einfach wirklich lustig, verwunderlich, dass der Bruder, also jetzt, wenn mich gefragt hättest, der Sieg ist jetzt irgendwie im Krankenhaus da irgendwie, es sind nicht x Tage rumgelegen, bis er wieder ein bisschen auskuriert war. Kommt aber wieder raus, macht einfach wieder weiter, schreibt Anzeigen, büßt. Macht einen Drehtermin ab. Macht weißt, und macht das Video. Er schüttet ja gerade wieder Benzin ins Feuer rein. Ja. Und er ist sich glaube ich auch bewusst. Aber es ist ihm wirklich egal. Ich glaube, der Typ hat dickere Eier wie ganz viele Menschen, alle miteinander zusammen. Und vielleicht weiß er es selber gar nicht. Das würde ich ihm fast unterstellen. Er ist sich dem gar nicht so richtig bewusst. Sie haben ihm ja die Fragen auch gestellt. Er wird sich schon irgendwo bewusst sein. Er hat das jetzt auch schon genug gehört, Feedback von außen. Aber ich glaube nicht, dass es ein emotionales Thema ist für ihn. Also vielleicht weiss er den Fakt, aber so, wenn wir bewusst klassifizieren müssen, es ist nicht wichtig, es spielt in seinem Leben keine Rolle. Er weiss es vielleicht, aber ich glaube, es ist ihm wirklich egal, was die Leute denken. Und doch irgendwie nicht, sonst würdest du ja nicht bei RTL melden. Ja, also es ist ein bisschen, wie sagt man, Schizophren. Paradox. Ja, Paradox. Irgendwie, ja. Zweigespalten einfach. Ja, Zweischneidiges-Schwert. Ja, Zweischneidiges-Schwert, ja. Wie heisst es? Sonnenfinsternis. Ja. Sonnenfinsternis, ja, genau. Ja, auch irgend so etwas. Sonne und Dunkel. Ja, eben, Sonnenfinsternis. Ja, oder 2 Seiten der Medaille. Ja, die Medaille ist auf beiden Seiten goldig. Ist das aus einem Alligator-Lied, aber ich glaube, es gibt auch ein Sprichwort. Ja. Wo sind wir gewesen? Irgendwie dort beim Anzeigen? Bei deinen To-Do-Listen, Notizen. Ja, das ist abgeschlossen. Das wollte ich einfach noch geben, das Update vom Meister. Und die anderen Sachen von den Notizen können wir ja nächste Woche bei Gelegenheit, wenn es sich gerade so anbietet, wieder aufgreifen. Wir haben wieder zu erzählen dann. Definitiv. Nächste Woche sicher auch wieder eine spannende Geschichte. Ja, und wenn ihr jetzt das gehört habt, dann hat alles funktioniert. Ich selber bin mir jetzt gerade noch nicht ganz sicher, ob alles funktioniert hat. Ihr wisst es schon. Und mit dem Wissen entlassen wir euch gerne ins Wochenende. Wir wünschen euch schöne Ostern. Schöne Ostern. Gutes Suchen, gutes Finden. Je nachdem, was für Eier gefunden werden. Und nächste Woche wieder im normalen Setting. Wieder beim Pushcast, beim besten Podcast von der Schweiz. Bis dann. Und Österreich. Ich wünsche dir einen Beruf. Ich wünsche dir viel